Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's eigentlich auch gut, nur dass wir wieder absolut spät haben. Zwar, das geht. Ich finde, für meine Verhältnisse sind wir eigentlich noch recht gut dran. Wir haben 11:45 in der Nacht. Es hat auch schon auf jeden Fall spätere Zeiten gegeben. Aber ich sage euch ehrlich, irgendwie die letzten Tage, ich bin jedes Mal von der Schule gekommen. Ich nehme es mir ja wirklich vor, dass ich den Podcast auch genug früh aufnehme, dass ich nachher nicht so einen Stress habe. Weil der Podcast will eigentlich wieder in 10 Minuten online kommen. Perfekt. Aber ich weiss auch nicht, diese Woche, ich bin so fucking kaputt von der Schule heimgekommen. Wir haben jetzt ein neues Modul. Ich erzähle nachher ein bisschen. Es ist auf jeden Fall anstrengend. Und ich komme dann einfach heim. Heute haben wir bis am 5:45 Schule gehabt. Und wir haben heute irgendwie auch so viel, einfach, es ist wirklich nur da hocken und Vorlesungen gewesen. Also wirklich, wir haben das selten. Also ich will eigentlich mich echt nicht beschweren. Ich wäre wirklich nicht gemacht für einen Studiengang, wo ich nur Vorlesungen hätte. Ich weiss nicht, Leute, wie macht ihr das, wo an eine Uni geht oder an eine Hochschule und ihr habt nur Vorlesungen? Ihr hockt in den Saal und ihr habt nur Inputs und ihr müsst den ganzen Tag hocken. Wie macht ihr das? Ich merke so richtig, ich bin hure froh, dass ich eigentlich ein Studium habe, wo so viel auch noch Praktisches ist, wo ich Projekte habe, wo ich vielleicht nicht immer in die Schule muss und nur muss dort hocken, sondern auch einfach an meinen Projekten arbeiten. Und es gibt eben manchmal so Tage, wo ich auch Vorlesungen habe, wie jetzt zum Beispiel heute. Und das ist wirklich dann einfach den ganzen Tag nur Input. Und das Ding ist, wir sind jetzt heute wie im Landesmuseum gewesen, wo, ich weiß gar nicht, ob wir im Landesmuseum waren, aber auf jeden Fall haben wir wie dort sind wir so in einem Raum gewesen, und es ist halt wie Vorlesung nach Vorlesung gekommen. Also wie eine Person war vorne gewesen, dann ist die nächste Person vorne, hat ihren Vortrag gemacht, dann ist die nächste Person vorne und die haben alle so ihre Projekte vorgestellt und keine Ahnung was. Und es ist halt wie also jetzt nur der Nachmittag, 4 Stunden jetzt sind wir auf diesen Stühlen gehockt in so einem Raum und es war dunkel in diesem Raum und es ist einfach so, ich weiss nicht, ich bin einfach fett nicht für das gemacht. Mein Arsch hat irgendwann wehtun und ich merke irgendwie wie so ein bisschen, ich kann nicht, ich bin wirklich scheiße im Zulassen. Ich keine Ahnung warum, also wirklich, das begleitet mich fast schon mein ganzes Leben lang. Ich bin richtig schlecht im so unterrichtsmäßigen Zulassen, sobald es mich nicht komplett interessiert. Also das ist no joke irgendwie, sobald... das beste Beispiel ist, als ich im Gymi haben wir Sportunterricht gehabt und dann hat es immer die Situation gegeben, wo der Lehrer vorne zuerst Spiel erklärt hat. Ich weiss nicht, ich habe kein einziges Mal zuhören. Es ist nicht gegangen. Ich bin automatisch abgeschweift und am Träumen über irgendwelche anderen Gedanken und nachher so, jetzt fangen wir an mit dem Spiel. Ich so, fuck, ich habe absolut nicht zugelassen. Also wirklich, das ist mir, ich glaube, ich mag mich wirklich nicht an eine Situation erinnern, wo ich aufgepasst habe in dieser Sportstunde. Und das passiert mir allgemein mega, mega oft. Eben, sobald ich irgendwann im Unterricht hocke oder so, das interessiert mich einfach nur halb, dann schweife ich instant ab. Also wirklich, dann kann ich einfach gar nicht mehr zuhören. Und ich merke auch durch den ganzen Generationswandel, dass unsere Zeitspanne, Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird. Dass mir das so schwer fällt. Also wie, ich kann nicht mehr einfach im Unterricht hocken und zuhören, ohne nebenbei etwas machen. Entweder ich muss am Laptop sein und irgendwelche andere Sachen machen, damit ich wie genug keine Ahnung, unterhaltend bin. Oder einfach sonst irgendwie, aber wie einfach nur da hocken, finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich kann es nicht. Auch wenn ich am Podcast hören bin oder so, dann mache ich ja noch andere Sachen nebenbei. Ich nehme jetzt mal an, während ihr den Podcast hört, dann hockt ihr nicht einfach nur da und hört den Podcast. Wenn ja, wirklich big Applaus. Ich glaube nicht, dass... Also schreibt mal in den Kommentaren, was sind ihr gerade am machen. Weil ich schwöre es euch, jeder, der das gerade hört, macht gerade irgendetwas. Vielleicht sind ihr gerade am Zimmer aufräumen, vielleicht sind ihr gerade in die Schule laufen oder ihr sind im Zug am Heimfahren oder keine Ahnung, was macht man da. Es gibt Leute, die zwar beim Einschlafen hören, aber das sind am Einschlafen, okay? Dann hocken die gleich einfach da und hören nur die Podcast-Folge. Also wie... Ja, ich check it. Aber wie das, also ich merke einfach so, ich finde das so schwierig. Und bei diesen Vorlesungen können wir halt wieder mal den Laptop führen, weil es nicht wirklich Vorlesungen sind, sondern mehr so externe Leute, die halt extra kommen und teilweise auch von weit weg kommen und dann halt ihre Projekte und so vorstellen. Und wie, manchmal ist es schon spannend, gewisse Projekte, aber es ist halt teilweise, immer der Vorstellung, also no offense, so die Leute, so, das ist sicher geil, was machen sie, aber es ist dann teilweise so trocken. Also wie, ich merke, ich brauche auch mega jemanden, der dann so vorne steht und sagt so, hey Leute, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen Pfiff im Arsch hat, wenn einfach vorne halt jemand steht und so wie mega trocken mit diesen langweiligen Folien und Statistiken-Sachen vorkommt. Ich schlafe einfach ein, ich kann wirklich nicht. Ja.
Darum, heute bin ich absolut kaputt gewesen, und müde, einfach weil ich nicht mag. Ich finde so max 2 Stunden, aber den ganzen Tag, nein, ja, ich weiß auch nicht. Ja, aber ja, das sind alles First World Problems, wir wissen es. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt oder habt einen schönen Tag, wenn ihr das am Morgen hört. Und ja, ich kann sonst mal so ein bisschen erzählen von meinem Live-Update. Ich habe jetzt schon ein bisschen angeteased, wir haben ein neues Modul und ihr interessiert euch ja immer so ein bisschen, wie es bei mir im Studium läuft, beziehungsweise was ich so mache. Weil für die, die es nicht wissen, ich studiere Cast Audiovisual Media, ich sage das zwar immer mal wieder, aber es gibt auch immer wieder neue Leute, die dazukommen. Stimmt, das wollte ich auch noch sagen. Gerade in letzter Zeit, es kommen sehr viele neue Leute, die im Podcast hören und ich finde es immer so speziell, wenn Leute sagen, sie kennen mich vom Podcast, weil in meinem Kopf habe ich immer so das Gefühl, man kennt mich vielleicht von ganz früher von YouTube und sonst kennt man mich vielleicht von TikTok oder Instagram oder so. Aber dass mich Leute von Podcasts kennen, das finde ich crazy. So, what the fuck, wie haben die meinen Podcast gefunden? Sind irgendwie so in Podcast-Charts? Dann haben sie gedacht, ja, den Podcast höre ich mal. Oder haben die irgendwie einen Clip gesehen auf TikTok oder YouTube von meinem Podcast? Oder schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auf meinen Podcast gekommen seid. Das würde mich echt hure wundern, weil eben, ich bin auch schon erkannt worden und habe gesagt, ich kenne dich vom Podcast. Und ich hätte am liebsten gefragt, Bro, wie bist du auf meinen Podcast gekommen? Das nimmt mich wirklich Wunder. Weil bei TikTok und so ist ja obviously, dass ich irgendwann auf der For You-Page lande. Aber wie läuft das bei Podcast? Sind die dann so aktiv am Podcast zu hören? Oder wird dir dann empfohlen? Oder keine Ahnung, das würde mich hure wundern. Aber auf jeden Fall, was soll ich jetzt raus? Ja, ich kann ja kurz mal eine Vorstellungsrunde machen für die gerade das erste Mal einen Podcast von mir hören oder schon ein bisschen länger jetzt hören und keine Ahnung haben, wer ich bin und mich sonst nicht verfolgen. Ich mache es ganz kurz, basic, für die mich schon kennen. Es wird nicht langweilig, also ja, vielleicht ein bisschen, aber ich mache es ganz kurz. Ich heiße Nati, mein richtiger Name ist Nathalie, nicht Natascha, wie die meisten das Gefühl haben. Ich bin 23, Bro, ich bin bald 24. Ich kann jetzt gerade wieder sagen, ich bin 24, aber ich werde erst 24 im Mai dann erst. Aber das ist viel zu alt. Meine Eltern haben mit 24 geheiratet. Das sehe ich gar noch nicht. Aber was kann man noch sagen? Ich studiere an der ZHDK, Cast Audiovisual Media. Also etwas mit Medien, ganz abgekürzt. Also audiovisuelle Medien. Also audiovisuell heisst eigentlich einfach Video. Was kann man nämlich sagen? Ich kann Stubenhaus, der heisst Gashi. Ich bin ausgezogen. Ich wohne nicht mehr daheim. Ich wohne jetzt in Zürich mit meinem Freund, mit dem Can. Mit dem bin ich so seit 6 Jahren zusammen. Und sonst ist eigentlich schon alles. Ich mache Social Media. Ich mache noch TikTok, YouTube, Instagram, bla. Und habe mit YouTube angefangen vor 7 Jahren, im 2018. Also schon so lange mache ich Social Media. Und Podcast mache ich erst seit dem März 23. Genau. Aber ja, das war die kurze Vorstellungsrunde. Für alle, die noch dazugekommen sind, oder einfach sonst auch Leute, können ja euch mal gerne in den Kommentaren vorstellen. Es würde mich auch wundern, wer so von meiner Community da so dabei ist. Was läuft so im Leben? Was macht ihr so? Das fände ich irgendwie noch spannend. Aber ja, ihr eben, wie gesagt, ich kann euch noch darauf sagen, wie es jetzt gerade bei mir im Studium läuft. Also, wir haben eben, wie gesagt, ein neues Modul. Und das Ding ist, eigentlich, also ja, finde ich mein Studiengang ja geil. Ich finde es auch geil. Und es gibt auch viele geile Module. Und ich muss sagen, das letzte Modul jetzt dort mit dem seriellen Format, das ich jodeln musste, habe ich hure geil gefunden. Habe ich wirklich geil gefunden. Und jetzt haben wir ein Modul, wo wirklich, ich glaube, alle von meiner Klasse geil finden. Außer ich. Ich weiß auch nicht, ich kann nicht mit dem anfangen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, also, ja, ich bin jetzt gespannt, was eure Meinung zu dem wird sein, weil ich kann mir vorstellen, dass es so viele von euch auch richtig geil würden finden, wenn sie es in der Schule hätten. Und irgendwie, ich kann einfach nicht mit dem anfangen. Und zwar VR. Ich weiß gar nicht mehr, was die Abkürzung, also was das für eine Abkürzung ist. Aber das ist ja, nein, Virtual Room ist das. Aber es ist, ihr kennt sicher die VR-Brille und so, wo man so in einem virtuellen Raum, doch, Virtual Room. Wo man in einem virtuellen Raum ist und keine Ahnung was. Und wir haben jetzt, ich glaube, 3 Wochen lang oder 2 Wochen lang haben wir das Modul. Und ja, ich weiss einfach nicht, ich kann wirklich nichts mit dem anfangen. Irgendwie es ist mir zu futuristisch und irgendwie zu auch in Richtung Gaming. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade am ersten Tag haben wir so mal können das anlegen und ausprobieren und mal verschiedene Games ausprobieren und alles. Und es sind alle so voll so, oh wie cool, und haben halt Games ausprobiert und sind voll in dieser Welt gewesen. Und ich bin wie so nach
5 oder 10 Minuten bin ich so gewesen, ja, wie lange müssen wir noch? Ich weiss auch nicht, ich bin auch absolut kein Game-Mensch, Leute, ihr müsst das wissen. Ich habe nie in meinem Leben irgendetwas gamed, auch Sims oder Simpsons, nein, Sims, wie sagt man das? Nie gamed, Minecraft, nie gamed, was gibt's noch? Fortnite, ich habe noch nie irgendetwas wirklich gamed. Ich könnte höchstens sagen, ich habe Heyday gamed, aber das ist für mich jetzt auch nicht so, dass ich jetzt, ich weiss auch nicht, das ist für mich jetzt auch nicht so, dass ein typischer Gamer. Ich kann einfach nicht mit Game anfangen. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn man süchtig nach Gamen wird. Der Can, ich finde auch FIFA hure geil. Ich kann nichts mit dem anfangen. Ich habe es einmal gespielt und ich habe ein eigenes Goal gemacht. Ich habe gedacht, ich habe ein Goal gemacht. Seitdem habe ich auch gar keinen Bock mehr. Aber ich kann einfach nichts mit Game anfangen. Und eben, das VR-Ding, das ist so ein bisschen wie Gamen. Oder eben, wir haben es nur schon ausprobieren und ich habe einfach gemerkt, nee, ich habe keinen Bock, ich will nicht, ich will etwas anderes machen. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie reizt mich das wirklich so null. Jetzt haben wir wie so ein bisschen die Aufgabe. Also die Aufgabe finde ich eigentlich noch cool. Und zwar, wenn wir jetzt uns einen Raum oder einen Ort für entscheiden für einen und den müssen wir dann quasi mit so einer App, oder ich weiß nicht genau, wie wir das machen werden wir den festhalten, sage ich mal, sodass man dann nachher kann, mit dieser VR-Brille kann man dort durchlaufen. Eigentlich finde ich es geil. Also die Aufgabe finde ich wirklich nice, weil ich finde so persönliche Sachen oder so ein bisschen ich bin ein mega nostalgischer Mensch und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich eigentlich unsere Wohnung will festhalten, weil das ist so meine erste Wohnung. Ich habe ja von daheim gewohnt und es ist auch irgendwie die erste Wohnung mit dem Can zusammen und die wird im Januar, wenn wir da draußen sind, die wird nachher abgerissen. Und wie schön ist das einfach irgendwo festzuhalten? Weil ich kann mir vorstellen, das ganze VR-Ding wird ja wahrscheinlich in Zukunft noch viel krasser. Und vielleicht ist es irgendwann normal, dass wir alle VR-Brillen anhaben und gar nicht mehr Handys. Und dann kann ich einfach so meinen Kindern oder so kann ich unsere Wohnung zeigen. Und das ist vielleicht etwas Spezielles, weil das eben jetzt noch nichts, also jetzt, ich nehme an, die meisten, die dazu hören, die haben jetzt noch nie irgendwie einen Raum, der ihnen wichtig ist mit dieser App oder was auch immer, festgehalten. Und irgendwie finde ich das noch ein cute Gedanke, dass ich das dann machen kann. Von dem her, das ist das Einzige, was ich jetzt geil finde an diesem Modul, dass es irgendwie immerhin nachher, ich sage jetzt mal, brauchbar ist für mich. Aber ja, ich merke einfach trotzdem, es sind dann so viele Inputs. Wir haben jetzt auch so ein neues, wie heisst es? Units, vielleicht zeigt ihr das etwas. Das ist wie so eben genau die App, wo man so dann so Sachen macht. Also App, es ist dann wie ein Programm sozusagen. Und du hast zuerst mal eingeführt, was ist wo und du hast nur so Räume, wo du dann wie bei Minecraft durchlaufst. Nicht die ganze Tastatur-Ding, was ich machen muss, wie ich rauf kann schauen. Aber, oh nein, ist mir alles zu viel. Ich habe keinen Bock mehr. Es ist so nicht meine Welt. Obwohl wahrscheinlich jeder wir wollen duschen, so, Bro, wie geil ist das, können in der Schule gamen. So, wie viel würden duschen da mit mir? Und ich merke einfach so, nee, ich will lieber etwas anderes machen. Aber ja, es ist okay. Es wird vielleicht noch lustiger, es ist einfach auch gerade der Einstieg und alles ist neu und man muss so viel lernen und alles. Und irgendwann, wenn man so ein bisschen draussen hat, dann geht es dann. Aber ja, genau. Ja, was auch noch lustig war jetzt heute in der Schule, ich nehme es jetzt gerade auf am Mittwoch und wir haben ja bald Ostern. Also ja gut, wenn ihr das jetzt gerade fresh heute am Donnerstag hört, dann ist das ja auch noch bevor das Osterwochenende. Und ja, bei uns gibt es eine Tradition an der ZHDK, die ich so geil finde. Ich habe das noch nie gehört, dass man das sonst irgendwo macht. Und ich habe das lustigerweise auch letztes Jahr voll hart verpasst. Ich habe das irgendwie nicht mitbekommen. Ah nein, ich war dann im Lager, darum habe ich es mitbekommen. Aber ZHDK macht es so, dass sie immer vor dem Osterwochenende einen Tag lang so Eier verstecken im ganzen Gebäude. Und ich meine so die typischen, kennt ihr die Metalleile, die du so kannst, durch zwei machen, also kannst aufmachen und drin sind so die kleinen Zuckereile. So, die tun überall verstecken, so ganz viel im ganzen ZHDK-Gebäude. Und in der einen Eile hat es dann wie so ein Papier drin, wo dann drin steht, ob du etwas gewonnen hast oder nicht. Und dort hast du meistens so Sachen gewonnen wie ein Ladekabel oder einfach so ein bisschen IT-Sachen, sag ich mal, so ein bisschen Technik-Sachen mäßig, weil das von unserem Technik-Shop an der ZHDK gesponsert wird oder keine Ahnung. Aber ich finde es hure cool, Alter, das ist so
lustig und nice gewesen, auf Eiersuche gehen. Es ist wirklich so wie das innere Kind in mir rausgekommen. Und du hast auch, also es ist dann meistens gerade so in der Zähnepause oder irgendwie so, sind dann Leute suchen und ich bin dann auch mit meinen Friends suchen und du siehst dann einfach andere auch mega hektisch am Rumlaufen und Rumrennen und ich weiß auch nicht, das war so cool gewesen. Und irgendwie hat man das Gefühl, so Sachen, keine Ahnung, machen nur Lehrpersonen in den Unterstufen und so. Und irgendwie, also, ich weiß auch nicht. Oder eben so Ostern und Samichlaus. Wir haben als Samichlaus haben wir so ein bisschen noch im Gimmi gehabt. Und bei uns hat es auch noch so den Rösli-Tag gegeben, am Valentinstag. Aber wie, ich habe das Gefühl, an der ZHDK, im Studium selber, gibt es so Sachen gar nicht mehr. Dann ist so, ja, die sind jetzt erwachsen. Und ich finde das irgendwie so cool, dass bei uns ZHDK einfach so an Ostern so etwas organisiert. Das ist so geil, das ist richtig, richtig geil. Dass auch so eilig versteckt werden, das finde ich richtig cute. Genau, was war noch? Ich bin Samstag, bin ich einfach noch Skifahren, also Snowboarden. Und das ist für mich so untypisch, im April Snowboarden, weil ich bin so voll aufgewachsen, dass man irgendwie so im Februar in der Sportferien geht. Und irgendwie, ich habe gar nicht gewusst, dass im April noch Skigebiet offen haben und in Lags war noch eins offen gewesen. Und Gummilove haben wir so geschrieben, so, jo, haben wir Lust for a ride? Und ich so, ja, let's go! Weil wir sind ja das Jahr noch nie gewesen, weil wir haben es immer verpasst, wir wollten immer gehen und der Can hat kein Snowboard, hat nachher eins von meinen Brüdern nehmen und es war irgendwie so aufwendig und kompliziert gewesen und wir haben nie so eine Zeit gefunden und ich habe es nachher so schade gefunden, dass wir das Jahr nicht gegangen sind. Wirklich haben wir so gedacht, Mann, weil ich glaube, das ist mir noch nie passiert, dass ich eine ganze Season einfach ausgelassen habe und übersprungen habe. Weil ich liebe eigentlich so Snowboarden gehen. Ich finde das so geil. Und ja, ich bin dann wie so fast ein bisschen sad gewesen. Und ich habe wirklich gedacht, im April, dort ist der Zug abgefahren. Und nachher hat eben mir der Dani von Gumilau hat so geschrieben und ich so, oh mein Gott! Ich habe mich richtig gefreut, also es ist richtig geil gewesen, jetzt noch Snowboarden. Und es ist so krass, wie anders das ist, im Frühling Snowboarden. Also, ich weiß nicht, ob ihr mein TikTok gesehen habt. Oder mein Reels auf Insta. Oder also ich poste ja jetzt auch noch auf YouTube und auf Snapchat meine Videos. Also wahrscheinlich, wenn ihr mich da ein bisschen folgt, dann habt ihr das mitbekommen. Nein, also es war crazy gewesen. Es war richtig geil gewesen. Du konntest im T-Shirt fahren. Das war wirklich eine 10 von 10 Erfahrung gewesen. Und es war halt wirklich schönes Wetter gewesen. Der Schnee war eigentlich easy gewesen. Also ja klar, am Nachmittag war der Schnee ein bisschen scheiße gewesen. Aber für am Morgen war es wirklich geil gewesen. Und es hat für das gute Wetter nicht so viele Menschen. Und das ist man sich gar nicht gewöhnt. Also ausser du gehst so unter der Woche Skifahren. Aber ist halt schwierig jetzt so bei mir im Studium. Aber dann einfach so in diesem guten Wetter fahren und bist du praktisch leer. Alter, das war so geil gewesen. Wirklich sehr, sehr geil gewesen. Von dem her kann ich nur empfehlen. Ja, und was haben wir noch gehabt? Ja, es war eine Gimmi-Party. Das war auch crazy gewesen. Weil... Ja, Leute, ich habe ja letzte Woche gerade schon von so dem Gruppenzeug und so geredet und ich hatte jetzt genau so einen Fall gehabt. Weil das Ding ist, ich habe mit mega, mega wenig Leuten vom Gymi habe ich so Kontakt. Da kommen wir nachher auch noch drauf, das wird auch ein Thema. Weil ich rede nachher noch so ein bisschen über sich von Leuten distanzieren, die einem nicht gut tun. Es geht so ein bisschen in die indirekte Richtung. Aber egal, auf jeden Fall, ich habe mit mega wenig Leuten eigentlich noch so wirklich Kontakt vom Gymi, also wirklich noch so mit 1, 2 close Friends. Und ich weiss auch nicht, ich hatte so Angst vor dem Abend, weil es hat wie 2 Friends vom Gymi, also sie sind halt Zwillinge, sie haben immer Geburtstag gemacht, auch immer jedes Jahr eine Gymi-Party. Ich weiss gar nicht, ob sie letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr haben sie keine gemacht, ich bin mir nicht mehr sicher. Oder ich kann nicht gehen oder keine Ahnung. Aber wie, es hat sich für mich ewig lang angefühlt, wo das letzte Mal so eine Gymi-Party war. Und ich habe das Gefühl, also ich habe wie, wenn ich jemanden so gesehen habe, irgendwo im Bus oder weiss doch auch nicht, dann war es so awkward gewesen, weil es gibt auch viele Leute, also weißt du, wenn es so close Leute sind, dann sagst du ja offensichtlich «Hoi» und sonst vielleicht, ich bin dann so ein Mensch, der ihnen so tut, als hätte ich die Person nicht gesehen, weil es einfach unangenehm ist und weil du nicht weißt, was du reden mit dieser Person und ich habe manchmal ehrlich gesagt auch gar keinen Bock, sage ich ehrlich, weil das braucht so viel Energy, Alter. Dann möchte ich lieber einfach meine Kopfhörer drin haben und einfach heimgehen. Ja, da bin ich vielleicht ein asozialer Mensch. Aber nein, ich weiss auch nicht, irgendwie, darum habe ich so Schiss gehabt. Ich habe gedacht, oh Gott, das wird ein übel cringe, der Abend. Vor allem, was reden wir mit diesen Menschen und ich habe keine Ahnung. Und es ist so lustig, falls ihr das auch habt, so, warum auch immer, dass ihr irgendwie so eben so ein Klassentreffen oder irgendeine Konstellation oder vielleicht auch neue Leute oder whatever so. Ich habe mit meiner Kollegin, wir haben beide ein bisschen den Struggle gehabt, dass wir so Angst hatten. Wir haben uns vorgenommen, an diesem Abend allen Leuten, die wir kennen, einfach straight up Hoi sagen. Und weil es ist so schnell unangenehm, wenn du jemanden halb kennst und dann siehst du die Person und du weißt nicht, ob du Hoi sagen sollst oder nicht und irgendwie, keine Ahnung, dann laufst du so aneinander vorbei und du hättest dich nicht gesehen.
alles fucking weird. Wir haben wirklich abgemacht, wir sagen jedem, wo wir nur schon ansatzweise ein bisschen kennen, einfach straight Hoi. Einfach zu dieser Person gehen und kurz Hoi sagen. Es ist nicht so schwierig. So. Und das war der fetteste Gamechanger, den wir uns hätte vorstellen können. Weil, also, nein, das ist crazy. Also, wir sind wirklich am nächsten Tag so am Memos hin und her geschickt gewesen und haben das so aufgeilt, wie geil wir sind, dass wir den Plan hatten. Einfach weil, du kommst halt rein, also es war so ein Raum bei uns, also bei ihnen die so. Und dann sind wir zuvorderst schon mal bei den Türen die ersten Menschen. Und du kommst, also wir sind dann gerade dort reingekommen und ich habe gerade einfach diesen ersten Menschen gerade Hoi gesagt, weil das passiert ja eh automatisch. Und das war eben krass gewesen, weil in meiner Vorstellung war einfach schnell allen Hoi sagen, so eine Hoi-Runde machen. Aber das ist das Ding, du redest dann mit den ersten Menschen, sagst Hoi und dann fängst du eben an reden und an Gespräch führen und das hat sich dann so ergeben, dass ich mit den ersten Menschen geredet habe, so eine Viertelstunde und dann bin ich mal weiter zu der nächsten und dann habe ich mit denen eine Viertelstunde geredet und so ist eigentlich der ganze Abend verlaufen, dass ich irgendwie mit jedem mal so ein bisschen geredet habe, wie so Speed-Dating. Und das war so geil gewesen, weil erstens, du bist den ganzen Abend irgendwie beschäftigt gewesen. Zweitens, es war überhaupt nicht awkward gewesen, sondern umgekehrt eigentlich, du hast wie, also es war irgendwie auch ein schönes Gefühl gewesen, weil ich dann wie, durch das, dass ich mir das vorher so vorgenommen habe, ist die Hemmschwelle zum Leuten Hoi sagen auch so nicht mehr da gewesen. Das war crazy gewesen, weil sonst habe ich die eigentlich schon recht mega, weil, ich weiß auch nicht, ich bin dann irgendwie so ein bisschen mehr Introvert und will am liebsten nur diesen Leuten nachlaufen, die ich einfach richtig gut kenne. Und so habe ich mich wie schon darauf vorbereitet, dass das nicht passieren wird. Und ja, ich habe es eben auch schön gefunden, dann mit allen mal können so ein bisschen geredet zu haben und so ein bisschen geupdatet zu sein. Und wenn ich jetzt so eine Person wieder irgendwo im Bus sehe, dann wäre das so easy, dann möchte ich zu der gehen und wieder mit der reden. So sind wie alle, es ist überall das Easy so ein bisschen wieder gebrochen und das ist so schön. Also wirklich, falls ihr so eine Situation habt, nehmt euch das unbedingt auch vor. Auch wenn ihr jetzt irgendwie an einem Ort sind, wo ihr vielleicht die Leute nicht kennt. Ich kann das jetzt irgendwie mega für mich mitnehmen, dass ich, wenn ich irgendwo hingehe, wie zum Beispiel an ein Event oder so, dass ich dann einfach mir vornehme, um einfach auf Leute zugehen und Hoi sagen. Natürlich, wenn es mega awkward ist. Aber ich meine, es gibt ja Situationen, jetzt zum Beispiel bei mir gibt es ja Situationen, das finde ich manchmal auch mega, weiss ich nicht, wie mit dem umgehen. Wenn es zum Beispiel an Events ist, wo ich Leute so ein bisschen kenne von Social Media, weil sie einfach auch Social Media machen, aber merken sich nicht. Das ist so awkward, weil ich weiss ja dann, also ich will ja jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die Person mich kennt und ich will auch nicht wie ein Fan wirken. Und manchmal bin ich ja auch gar nicht ein Fan, sondern ich habe die Person einfach auch schon mal gesehen. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich bin dann so herzverkopft. Also wirklich in meinem Kopf habe ich das Gefühl, das ist dann awkward zum Hoi sagen. Aber eigentlich ist es doch einfach nur sympathisch, Hoi sagen. Also, ja, ich weiß auch nicht. Und ich habe das mega mitnehmen von diesem Abend. So einfach offen sein und Hoi sagen, so, ist ja viel sympathischer als irgendwie so, keine Ahnung. Also irgendwie in meinem Kopf, ich bin damals so verstieft und ich sage einfach ehrlich, zum Leute ansprechen, ich bin der grösste Introvert, ich schaffe das nicht. Also, ich bin auch wirklich immer die Person gewesen, wenn man so im Lehrerzimmer geklopft hat, Bro, kannst du reden? Ich bin gar nicht der Mensch, der auf Leute wirklich zugehen kann. Und ich merke zum Beispiel auch, dass wenn ich von euch angesprochen werde, ich habe das Gefühl, ich wirklich mega, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin mega unsympathisch, weil ich einfach so mega, also manchmal schaffe ich es auch wirklich und dann haben wir geile Gespräche und dann ist es mega easy, aber ich merke manchmal auch, dass ich eben die Situation habe, wo ich dann wie so, wahrscheinlich so schüch wirke und dann einfach wie so, ich habe dann wie so ein bisschen Schiss, dass die Leute dann denken, dass ich keinen Bock habe, aber ich bin dann wirklich einfach in dem Moment schüch, weil ihr kennt zwar mich, aber in dem Moment bin ich dann wie so, oh mein Gott, fremde Person. Ich hoffe, ihr checkt ihr checkt gerade die Situation so, aber ich gebe mir eigentlich mega Mühe und in meinem Kopf ist ja so, ich weiß auch nicht, ich bin dann einfach verklemmt, ich muss das voll lernen. Aber also falls das mal passiert, oder falls es mal passiert ist, Leute, ich freue mich eigentlich immer mega, mega fest, wenn wir uns auf der Straße sehen. Und ich merke vor allem im Nachhinein, bin ich immer so, oh mein Gott, wie cute und so. Und vielleicht bin ich auch fest am Overthinken. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mich gesehen habt und gedacht habt, oh mein Gott, ist die unsympathisch gewesen. Aber falls das der Fall ist, es tut mir leid. Aber ja. Genau. Und, oh ja, das ist auch noch, muss ich auch noch unbedingt sagen, das habe ich mir extra aufgeschrieben. Ich mache morgen mit Agnes einen Podcast. Sie kommt daher und ich freue mich mega fest. Und wir machen so ein bisschen einen Girls Talk, weil ihr das mega fest gewünscht habt. Sie haben mega viel geschrieben, so mach wieder mal einen Girls Talk mit einem anderen Girl. Und wir haben ja gerade vor 2 Monaten ist es jetzt gefühlt schon her, haben wir ein YouTube-Video zusammen gedreht. Wir haben eigentlich schon lange gesagt, wir werden mal eine Podcast-Folge wieder zusammen machen. Und das ist dann irgendwie so viel, also wir haben das YouTube-Video gefilmt und noch TikToks und so gemacht, dass wir nachher nicht mehr noch 2 Podcast-Folgen aufnehmen, weil sie hat ja auch einen Podcast. Dann haben wir gesagt, machen
wir das sonst mal. Und jetzt machen wir das morgen. Und bei mir machen wir jetzt eben, wie gesagt, so ein bisschen Girls Talk, wo ihr in die Kommentare, also ihr könnt, wenn ihr jetzt gerade frisch am Donnerstag hört, schreibt unbedingt einen Kommentar noch rein auf dem Znüni-Pause-Account auf Instagram, Znüni-Pause, dort in der Story, wenn es noch online ist. Genau, könnt ihr einfach in Fragesticker eure Fragen stellen. Oder sonst, falls ihr auch längere Dings habt, irgendwie, wenn ihr gerade eine Situation von euch erzählen wollt, oder wenn ihr wollt, dass wir unseren Senf dazugeben oder unsere Meinung oder whatever, könnt ihr auch gerne in die 9-Pause DMs sliden und eure Story erzählen. Das habe ich mir im Fall überlegt, weil ich habe bis jetzt immer bei Girls Talk eigentlich mehr so Fragen beantwortet vom Fragesticker. Aber es wäre eigentlich auch mal geil, wirklich eine Folge zu machen, wo ich so ein bisschen längere Texte von euch vorlese, wo ihr eure Situation schildert und dann vielleicht so ein bisschen meine Meinung dazu gebt. Weil ich komme eigentlich mega oft so Nachrichten über, wo Leute mir ihre Situation schreiben, so «Nati, was würdest du machen in dieser Situation?» und so. Was mega herzig ist und ich habe das Gefühl, vielleicht ja, würde das der ein oder andere auch helfen, so dass man uns gegenseitig so ein bisschen helfen. Ich merke, mir tut es mega gut zu hören, wenn ich mit etwas nicht alleine bin. Und wenn ich dann eben, kann ich vielleicht etwas vorlesen von einer Situation von der einen Person, dann kann vielleicht jemand von euch relaten oder dann können wir uns alle so ein bisschen gegenseitig helfen. Ich sage ja auch immer, mein Podcast ist eigentlich eine Therapiestunde von uns allen so ein bisschen. Also von mir, sowohl von mir als auch von euch. Und ich habe das Gefühl, das wäre irgendwie noch voll cute. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Idee haltet. Aber wir kommen mal zum Lustigsten von der Woche. Ich habe so lange überlegt, was ich da sagen könnte. Und Alter, ich kann dann immer so ein bisschen meine Galerie zum schauen, was diese Woche passiert ist. Dann sehe ich das so. Ich habe so fette Lachflash wieder bekommen, weil ich es immer aufgenommen. Und ich hoffe jetzt, ihr checkt, dass das lustig ist. Weil vielleicht kann ich sonst das Video posten auf dem Znüni-Pause Instagram-Kanal. Ich glaube, wenn ihr es seht, ist es noch ein bisschen lustiger halt. Aber auf jeden Fall. Mom, wenn du gerade zuhörst, jetzt ist der Moment zum Abstellen, okay? Weil es gibt Überraschung für dich. Oder spule einfach führen. Gut. Oder vielleicht kann ich es jetzt auch gerade ein bisschen so verpacken, dass sie es nicht checkt, weil, ja. Auf jeden Fall, meine Geschwister sind bei mir da gewesen und wir haben ein Video gefilmt, sagen wir es mal so. Weil wir haben eine Überraschung geplant für meine Mom, aber das ist es spielt eigentlich nicht mal eine Rolle. Egal. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein Video gefilmt und wir haben so eine Transition machen, aber sagen wir es so, wo man halt muss gumpen. Checkt ihr, wo wir ein anderes Outfit haben und dann gucken wir, dann haben wir ein anderes Outfit an. Wir haben das wie so filmen und wir haben so wie eine Haarklammer von mir haben wir so am Boden da, um halt wie nachher wissen, wo wir stehen müssen, dass wir nachher nicht wieder hinterher stehen oder so. Also wir haben die dann wie so auf die Seite am Boden da und mein Bruder und ich und meine Schwester, wir gumpen dann so für Transition. Und mein Bruder, er kommt einfach auf meine Haarklammer, Alter. Vor allem, es ist so eine Mischung von, es ist fucking lustig, weil sie ist so kaputt gegangen und sein Fuß hat so weh gemacht. Weil er war so in den Söcken. Und ich habe so eine Mischung von, es ist fucking lustig und ich bin so sad, dass meine Haarklammer kaputt gegangen ist. Nein, es ist so, vor allem es ist halt einfach auf Video, es ist irgendwie so lustig. Ich weiß gar nicht, ob das checkt, aber irgendwie, ja, ist das irgendwie eine funny Situation gewesen, vor allem, weil es so random. Irgendwie in dieser Aufnahme ist es auch noch so lustig, weil mein Bruder sagt irgendwie so etwas, ich weiß gar nicht, was er sagt, aber er sagt vorher irgendwie so irgendetwas mega, es ist so lustig noch und dann steht er aus Versehen drauf. Es ist irgendwie so ein legendary Video, ich weiß auch nicht, ja, vielleicht müsst ihr das anschauen, damit ihr es auch lustig findet, aber ja, wir kommen zwischen mal zum Kommentar von der Woche und das fließt auch so ein bisschen ins ganze Thema rein. Und zwar hat Kira, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, aber ich glaube schon. Kira hat geschrieben, ich grüße dich ganz herzlich, danke für den Kommentar. Hoi Nati, ich liebe deinen Podcast und er macht mega gute Laune. Dankeschön, das freut mich sehr. Ich habe meine beste Freundin seit dem Kindergarten. Sie ist so toxisch geworden, ist jetzt erst gerade neben mich gezogen. Sie nimmt mir so viel Energie und gute Laune weg und muss alles von mir wissen. Sie tut mir so mega nicht gut. Könntest du mal eine Podcast-Folge machen, wie man sich distanzieren kann oder Freundschaft abbrechen? Könntest du mich grüßen, LG Kira? Ich grüße dich nochmal. Und ja, sehr gern. Also ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht über das Thema so toxische Freundschaft und so, aber es ist ja schon relativ lang her. Und vielleicht habe ich mittlerweile so ein bisschen mehr Expertise. Nein, kann ich einfach so ein bisschen andere Gedanken und alles. Und ich finde es auch gut, dass das ganze Thema noch ein bisschen auffreshen. Weil ich glaube, ich habe mehr über das Thema geredet, ob man selber eine schlechte oder eine toxische
Freundin ist. Und jetzt wäre ja wirklich mehr wirklich das Thema so ein bisschen distanzieren und so. Und darum habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht bei dieser Podcast-Folge und ich glaube, es wird noch spannend. Ich würde sagen, wir fangen an mit so einem kleinen Crashkurs, sage ich mal, von was ist überhaupt eine toxische Freundin? Oder vielleicht nicht mal nur, was ist eine toxische Freundin, weil ich finde, das Wort toxisch ist schon noch recht schwergewichtig. Also, wie, es gibt ja auch mega viele Freundinnen oder Leute, die einem einfach nicht gut tun. Und das muss jetzt nicht gerade heissen, dass sie dann toxisch sind, sondern dass es vielleicht auch einfach nicht übereinstimmt oder dass es nicht matcht oder dass vielleicht auch eure Dynamik nicht mehr passt oder keine Ahnung. Aber wie, ja, das Wort toxisch finde ich jetzt wie noch, ist schon noch streng. Natürlich gibt es und ich lese jetzt eben auch bei diesem Crashkurs von diesen Punkten quasi, es sind auf jeden Fall auch viele Verhaltensmuster sehr toxisch. Aber wir sagen jetzt mal dem Ganzen einfach, eine Person, die einem nicht gut tut, weil ich finde, das lange eigentlich schon. Es muss ja nicht mal eine toxische Person sein, dass ihr vielleicht nichts mehr mit der zu tun habt. Aber wie gesagt, kurze paar Punkte, wo ihr vielleicht schnell einen Check machen könnt, um zu schauen, hey, ist das eine Person, die mir nicht gut tut? Ist die Person, je nachdem, sogar toxisch? Und vielleicht habt ihr jetzt gerade irgendeine Person im Kopf und könnt jetzt mal in eurem Kopf so ein bisschen die Checkliste machen, ob das auf die Person zutrifft oder nicht. Ich fange jetzt auch mal schnell an. Wir rattern schnell durch. Und zwar, jemand, der nach dem Treffen... Nein, das stimmt gar nicht. Wenn du dich nach dem Treffen ausgelaugt fühlst. Ich finde, das ist der grösste Punkt, wo man es eigentlich schon mal merkt. Also wenn du dich mit dieser Person triffst und du fühlst dich nach dem Treffen mit dieser Person mehr ausgelaugt, mehr als hätte die Person dir Energie genommen als umgekehrt, das ist eigentlich für mich jetzt so das grösste Warnsignal, dass eine Person dir nicht gut tut. Einfach weil, Bro, wenn Friends sind dafür da, dass kann ich, dass du Spass hast, dass du nachher vielleicht, wenn du am Heilaufen bist, so denkst, oh, das ist jetzt geil, das hat jetzt gut da. Ich hatte ein geiles Gespräch gehabt, boah, das hat mir voll viel Energie gegeben. So, das sollte ja eigentlich eine Freundschaft ausmachen. Und wenn es nachher das Umgekehrte ist, dass du das Gefühl hast, die Person hat deine ganze Energie aufgesogen oder vielleicht kann ich dir ein schlechtes Gefühl geben. Einfach das grundsätzliche Gefühl, wie geht es dir, wenn du dich mit dieser Person getroffen hast. Ich glaube, das kann man recht gut definieren. Und eben, wenn das negativ ist, dann sind schon mal ein paar Alarmglocken da, die vielleicht nicht so dafür sprechen. Zweiter Punkt, die klein machen. Boah, das finde ich so crazy. Weil ich glaube, bei dem Punkt denke ich mir jetzt mega schnell, dass die Kollegin dann einem sagt, boah, du Schlampe oder so. Nein, ich rede jetzt von kleinen Sachen. Das sind kleine Sachen wie so, weißt du, so, Spass. Also wie... Ich mag mich noch mega gut erinnern, wo ich so ein bisschen jünger war, dass das mega oft passiert ist, dass eine Kollegin dann vielleicht so ein bisschen runtergemacht hat. Oder ich weiß auch nicht, das sind so ganz kleine Sticheleien, wo es vielleicht irgendwie ums Outfit oder um, weiß auch nicht, über meinen Körper, über meine Haare, irgendein Joke, wo jetzt nicht wirklich einfach nur ein Joke ist, sondern wo mich eigentlich verletzt, wo mich schlecht fühlen lässt, wo mich vielleicht auch in den Schatten stellt, wo ich keine Ahnung. Und es ist dann einfach eben vielleicht nur ein Spass oder so. Oder einfach vielleicht wirklich auch einfach die klein macht. Und auch, weiß auch nicht, dir irgendwie Sachen sagt und dir das Gefühl gibt von, du bist scheiße. Also ein Friend sollte ja umgekehrt sollte vielleicht da sein und dir das Gefühl geben von, du bist eine fucking geile Sau. Voll. Und, oh mein Gott, auch der dritte Punkt. Die Leute gönnen euch nicht. Das ist so crazy. Also ich weiß auch nicht, also das geht jetzt auch schon richtig toxisch, weil die einfach so selbstunsicher sind, dass sie es nicht mal ihren Friends gönnen, wenn sie Erfolg haben. Also weil die einfach so fucking eifersüchtig sind. Oder auch irgendwie, weißt du, so, sie reden deinen Erfolg klein. Also du sagst dann irgendwie, du hast eine gute Note. Und dann sind sie, ja, aber es sind ja alle gute Noten gehabt. Und, keine Ahnung, du hast ja irgendwie hure viel gelernt, oder ja, das ist ja logisch, weil du, keine Ahnung, einfach so Sachen. So, Bro, nein, ein Friend ist einfach da und sagt, Alter, geil, du hast es geschafft, du bist gut. Auch wenn sie vielleicht eine Scheißnote haben, sie gönnen einfach so den Erfolg oder irgendwelche solche Sachen. Das ist ja ein Punkt. Bro, ich eigentlich schnell durchgehen, jetzt sind wir gleich mega lang dran. Also, noch ein bisschen schneller. Es geht nur um sie. Boah, das ist auch, also wirklich das ganze Thema, ihr redet immer nur um ihre Themen. Wenn ihr euch trefft, dann geht es nie um deine Probleme, sondern immer nur um ihre Probleme. Eigentlich bist du der Therapeut von ihr gefühlt. Einfach so Sachen. Einfach, ja, es geht immer nur um sie und sie ist eigentlich mega das Ding und eben, du bist mehr der Therapeut oder einfach so Sachen. Das ist mega anstrengend. Das ist, ja, vielleicht auch jemand, der dir jetzt nicht so gut tut.
Oh, auch ein Punkt, du hast Angst zum ehrlich sein, weil du irgendwie, ja, du kannst nicht 100% dich selber sein. Du hast vielleicht Angst, wenn du deine ehrliche Meinung sagst oder je nachdem, dass sie dann gerade eingeschnappt oder beleidigt oder hässig reagiert. Also du hast wirklich das Gefühl, du musst sie mega mit Samthändchen anlangen oder irgendwie, ja, keine Ahnung, also einfach so du kannst nicht dich selber sein, du irgendwie so, ja, du musst mega irgendwie aufpassen, was du sagst und irgendwie, ach, das ist so anstrengend. Ja. Und was haben wir da? Sie respektieren deine Grenzen nicht, wo fett, also egal, ob das jetzt Zeit ist, im Sinne von, keine Ahnung, du hast gar keine Zeit, vielleicht hast du heute Abend Training und sie sind dann eingeschnappt, weil du dann nicht kannst abmachen, Bro. Nein, Alter, what the fuck? Oder auch irgendwie, also ich finde im Fall nur schon, wenn man dann schreibt, hey, ich merke, ich mag heute Abend nicht, das ist so valid. Also wie jeder hat Tage, wo man einfach nicht mehr mag, wo man nicht mag socialisen, wo man vielleicht gerade einfach Me-Time braucht, wo es einem vielleicht nicht gut geht und man braucht dann seine Zeit alleine. Also ja, natürlich gibt es auch Friends, wo man nicht so close ist, wo man jetzt das vielleicht nicht unbedingt möchte sagen, aber wenn es jetzt ja Friends sind, dann kann man, finde ich, kann man denen sagen, hey, ich merke gerade, ich mag heute Abend doch nicht und das sollte voll valid sein. Und wenn dann irgendjemand so hässig auf dich ist, Bro, what the fuck, nein. Ich hoffe, das ist etwas, wo ihr alle auch so seht. Ja, und das wäre für mich dann wie so ein bisschen eine Grenzüberschreitung, weil du sagst, hey, meine Grenzen sind gerade, ich brauche gerade Ruhe und das ist dann ja, also keine Ahnung. Ja, und keine Ahnung, was ist das Beispiel? Eben so Privatsphäre, wenn die Leute dann vielleicht, wenn du denen Sachen anvertraust und die sagen das dann einfach weiter oder einfach so ein bisschen, das ist ja auch so eine Grenzüberschreitung oder irgendwie nur schon Vertrauensmissbrauch oder ja, es gibt ja ganz viele Sachen und Arten an Grenzüberschreitung, aber ich weiß auf jeden Fall, was ich meine. Und was haben wir noch? Sie nutzen dich aus. Also sie kommen nur, wenn, also ich sage jetzt übrigens die ganze Zeit sie, natürlich kann es auch männlich sein. Aber ja, ich rede jetzt auch von sie, weil ich gerade bei mir in meinem Kopf selber auch nur weibliche Friends, also von Freundschaften mit weiblichen Personen rede. Ja, eben, sie nutzen dich aus, sie kommen nur dann, wenn sie etwas wollen, oder du bist gerade gut für sie, weil sie dir etwas bringen oder weil du ihnen etwas bringst, meine ich. Alter, ich kann nicht mehr reden. Und der letzte Punkt, du bist nicht dich selber, das habe ich schon ein bisschen angehaucht, aber du passt dich eigentlich mega an. Also du merkst irgendwie selber, dass du nicht dich selber sein kannst und dass du dich irgendwie selber gar nicht wieder erkennst, weil du so irgendjemand musst sein, damit sie dich gern haben. Und das ist anstrengend, das ist mega, keine Ahnung. Würde ich jetzt auch sagen, tut dir auf jeden Fall nicht gut. Aber was ich auf jeden Fall auch noch will sagen, eben, das habe ich auch schon am Anfang gesagt, es muss nicht immer die Person falsch sein. Also die Punkte, wenn die Person sich jetzt so verhält, dann auf jeden Fall würde ich jetzt schon sagen, dass es dann an dieser Person liegt. Aber es gibt ja auch Situationen, das habe ich auch schon gehabt, wo eine Freundschaft mega gut läuft und dann passt die Dynamik immer weniger. Vielleicht habt ihr euch immer mehr verändert. Vielleicht, wird es einfach Dynamik, sage ich mal, toxisch. Gar nicht unbedingt vielleicht Person, sondern mehr, ihr fangt immer mehr an zu streiten, ihr habt Differenzen, ihr habt vielleicht beide komplett Unsicherheiten und spielt die gegeneinander aus. Whatever, keine Ahnung, so wie, dass es sich immer mehr in eine Richtung entwickelt, die einfach nicht mehr gesund ist und wenn ihr euch nicht mehr gut tut. Das gibt es ja auch, das wollte ich auch sagen. Aber ich kann sonst einfach mal so ein paar Situationen auch von mir sagen, die ich jetzt so ein bisschen erlebt habe. Also ich hatte eine Situation gehabt, und das habe ich eben auch schwierig gefunden, weil es bei mir so ein bisschen in der Mittelstufe war. Ich hatte jetzt eine beste Kollegin gehabt, die auch, würde ich jetzt wirklich sagen, jetzt extrem toxisch war. Also die hat komplett mich terrorisiert. Also ich kann mich nur erinnern, wo ich gesagt habe, hey, das Wochenende kann ich, also sie hat immer abmachen und so und sie hat dann, also ich hatte wie gesagt, ich gehe mit meiner Familie ins Alpamare, das ist so ein Hallenbad basically, für die, die es nicht kennen. Und sie ist dann so hässig auf mich gewesen und hat gesagt, wieso hast du mich nicht gefragt, ob ich mitkommen und alles. Ich so, das ist ein Familienausflug und sie so, ja und ich weiß auch nicht, also so. Und ich habe zum Beispiel auch mit keiner anderen Kollegin abmachen, weil sie sonst auch gerade hässlich war und mir geschrieben hat. Nein, es war schlimm gewesen. Und ich war ja mit ihr in der Klasse gewesen. Und ich habe gewusst, jeden Mittag hat sie immer mir geschrieben, was ich alles falsch gemacht habe, dass ich mit einer anderen Kollegin gechillt habe und dass das ja gar nicht sagen, ob ich jetzt mit der besten Kollegin bin und einfach, also wirklich
wenn ich nur schon zurückdenke, das ist so fucking krank. Also wirklich krank. Und sie hat auch genau, also ich habe wirklich sehr viele Punkte oben aufgeschrieben, von ihr inspiriert. Also auch das mit dem spassigen Sticheln. Also sie hat eigentlich so oft, sie ist so jealous gewesen. Und eben wenn ich dann mal, keine Ahnung, mich mal ein bisschen geschminkt habe, Bro, ich habe Wimperntusche drauf in der 6. Klasse. Dann ist wirklich, wie wer hast du das gemacht? Hast du es für den gemacht? Ich nenne jetzt den Namen, für den Hans. Und dann ist die anderen erzählen, das hast du dich immer für den Hans geschminkt. Also nein, Bro, also wenn ich zurückdenke, oh mein Gott, das ist schlimm. Aber ja, nein, es ist, jetzt kommen gerade ganz viele Szenarien in den Sinn. Ich habe einmal, das ist ja wie so mega random. In der 6. Klasse hast du ja, oder zumindest bei uns, es hat jetzt noch nicht so richtige Beziehungen gegeben, sondern hat es so den Moment gegeben, wo ein Typ oder so einem gefragt hat, hey, willst du mit mir gehen? Und dann hat die andere Person gesagt, ja, und dann ist man zusammen gewesen. Aber es ist nie irgendwie zum den Kuss gekommen oder keine Ahnung was, und es ist dann einfach so, das sind so die ersten Kinderbeziehungen, die man hatte. Und meine erste Kinderbeziehung war eben auch mit einem Dude, der mit mir in der Klasse war. Und ich weiss gar nicht, warum, aber wie, er hat mich dann auch einfach gefragt per Chat und ich so, okay, von mir aus. Und dann habe ich das ihr halt zuerst anvertraut und ich habe einfach, wie gesagt, kannst du das niemandem erzählen, weil ich eigentlich nicht will, dass es irgendjemand weiss, warum auch immer. Und sie hat dann nachher das auch allen erzählt und hat alle dazu aufgestiftet, zum mich zu zwingen, ihn zu küssen. So, küsst euch doch, wir sind doch jetzt zusammen. Und ist ja mega asozial, wenn du ihn nicht küssest. So, er liebt dich doch. Und also, nein, das ist so schlimm gewesen. Ich war so am Brüllen gewesen. Einfach weil ich so gedacht habe, oh mein Gott, und ich habe doch jetzt auch nur einfach Ja gesagt und ich liebe ihn gar nicht und ich weiß gar nicht, was Liebe ist. Und es war so ein Druck gewesen, weil jetzt die ganze Klasse nachher erwartet hat, dass ich den küsse und ich kann ihn nicht küssen. Ja, also wirklich. Aber ja, aber das ist ja, die hat ja nachher auch, ein kleiner Insider, die hat nachher auch die halbe Klasse dazu gebracht, um mich fett zu mobben. Und ja, es war eine tolle Zeit gewesen, die 6. Klasse, auf jeden Fall. Genau, das war eine Situation gewesen. Aber ich muss einfach ganz ehrlich sagen, ich finde es auch so schwierig, wenn du in der Schule bist. Also es ist schon einmal ein Unterschied. Ich muss sagen, seit ich aus dem Gymi bin, also klar, ich habe jetzt Studium und so, aber es spielt auch eine Rolle, weil ich jetzt Erwachsener bin und wir alle ein bisschen erwachsen sind. Klar gibt es auch noch im Erwachsenenalter Mobbing und scheiß Leute und toxische Leute. Aber ich merke irgendwie so ein bisschen, seit ich aus dem Gymi bin, kann ich viel mehr mein Umfeld irgendwie so ein bisschen, kann ich entscheiden, wer meine Friends sind. Also ich glaube, ich könnte jetzt auch, ich habe ja am Anfang vom Studium, habe ich wirklich mich eigentlich so ein bisschen distanziert und gar nicht so mega, ja, das Gefühl gehabt, ich muss jetzt in meiner Klasse close Leute finden irgendwie. Ich habe es dann wie einfach mit allen gut gehabt, aber ich habe jetzt niemanden so in meinem First Circle gehabt. Das habe ich erst jetzt mittlerweile. Aber einfach, weil sich das so ergeben hat. Und irgendwie vorher im Gymi oder gerade vorher in der Sek und in der Mittelstufe, Unterstufe, bist du ja fast so ein bisschen gezwungen, um so Best Friends in der Klasse zu haben. Ich weiss nicht, vielleicht ist das mittlerweile anders, aber irgendwie das sind ja so die Leute, mit denen du als Einziges etwas zu tun hast. Außer du machst vielleicht noch so einen Sport oder so. Aber wie, bei mir hat es das sonst nicht gegeben. Ich habe wie gewusst, ich muss Friends in der Klasse finden. Und wenn du mal eine beste Kollegin hast, dann kannst du nicht so easy dich einfach distanzieren, einfach weil du irgendwie auch angewiesen bist. Und dann gibt es ja die hohen Gruppenarbeiten und I don't know, du bist ja wie, du siehst die dann gleich noch jeden Tag und du kannst dich ja nicht einfach sagen, hey, ich kann jetzt auch weniger abmachen oder so. Und das finde ich so schwierig und ich muss ehrlich sagen, da bin ich so fucking froh, dass ich das nicht mehr habe. Also es ist wirklich, seit ich aus dem Gymi bin, das ist, also, ich sage euch im Fall ganz ehrlich, mein Leben ist 1000-mal schöner, seit ich aus dem Gymi bin. Natürlich neben dem ganzen Schulstress und so. Und jetzt bin ich am Studium, wo ich meine volle Passion machen kann. Aber auch eben freundestechnisch. Du bist irgendwie so gebunden an Leute. Und wenn es dann mal eben, also es ist ja etwas Schönes, aber eben wenn es dann eben kippt und nicht mehr gut ist, dann kannst du dich nicht so einfach distanzieren, weil du so gezwungenermaßen gezwungen wirst halt, um gleich mit diesen Personen jeden Tag zu sehen und es eben dann wie nicht, also ich weiß auch nicht, wie das jetzt bei euch ist, aber zum Beispiel bei uns im Gymi jetzt noch mega Grüppli gegeben. Also du kannst nicht einfach neue Friends finden, das ist verdammt schwierig, weil die, also wie sind da alle schon besetzt, also ich weiß auch nicht, ich merke zum Beispiel jetzt auch, dass das irgendwie, ja, je älter du wirst, desto weniger gibt es das vielleicht auch. Keine Ahnung, also ich merke einfach wirklich, seit ich aus dem Gymi bin, ist das viel einfacher. Ja. Aber ich würde sagen, wir fangen mal so ein bisschen an mit der wirklichen Frage, wie kann man sich distanzieren? Weil ich finde das auch schon, also ich finde das schon eine schwere Frage, weil ich habe das auch schon jetzt
erlebt gehabt, dass ich Leute in meinem Leben hatte, jetzt abgesehen von der 6. Klasse, ich hatte jetzt wirklich von später, wo ich gemerkt habe, hey, irgendwie tut mir die Person nicht so gut. Oder eben genau das Ding, wo ich bin ausgelaugt und wenn ich die Person gesehen habe und es nimmt mir viel mehr Energie, als dass es mir Energie gibt. Es ist für mich viel mehr, es zieht mich viel mehr ab, als dass es mich happy macht. Es nimmt mir viel mehr vom Leben, als dass es mir eigentlich für Sachen fürs Leben gibt. So. Und ich habe das wie auch so ein bisschen bei ein, zwei Personen gehabt und habe dann, eben, ich bin dann nicht der Mensch, der dann so einen Strich macht und dann also der Person sagt, hey, du bist ein Arschloch und ich will nie mehr etwas mit dir zu tun und dann macht man auch nie mehr etwas. Sondern ich bin der, der dann immer ein Step back mehr macht und hofft, dass sich das irgendwann in Luft auflöst. Und ja, ich finde das auch, also ich persönlich finde es halt auch viel einfacher, weil ich dann irgendwie so ein das Gefühl habe, also da kann ich, das tut sich dann so ein bisschen verflowen und wenn du dann halt jemandem direkt so ins Gesicht sagst, ich weiß auch nicht, irgendwie, also ja, je nachdem kann es auch gut sein, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber ja, wir gehen jetzt mal auf die Punkte ein, ich habe jetzt mal ein paar Sachen notiert und ich würde wie als ersten Punkt, also es ist für mich wie so eine Liste von mit jedem, also wie mach Step 1 und irgendwann machst du Step 2, irgendwann machst du Step 3, bla bla bla, ich glaube, ich habe 4 Steps habe ich insgesamt. Und wie Step 1 für mich ist, dass man überhaupt zuerst mal erkennt, dass die Person einem nicht gut tut. Und das haben wir jetzt vielleicht ja schon mal machen jetzt mit diesen Punkten, die ich ja vorher gesagt habe. Zum herausfinden, hey, tut die Person mir wirklich nicht gut? Weil manchmal kann es ja auch einfach sein, dass es vielleicht gerade eine Phase ist, wo man vielleicht gerade Streit hat und wo man vielleicht jetzt gerade sauer auf die Person ist und, oder wo die Person vielleicht einen Fehler gemacht hat und euch verletzt hat. Und das passiert, Menschen machen Fehler und ich finde, also das ist natürlich nicht zu entschuldigen, aber gerade wenn man ein bisschen jünger ist, dann macht man mehr Fehler und je älter wir werden, desto mehr lernen wir aus unseren Fehlern. Auch wenn wir immer wieder Fehler machen, wir werden auch mit 80 Fehler machen und ich finde, das ist voll wichtig zu unterscheiden. Also vielleicht findet ihr da oder habt ihr jetzt da ein bisschen herausfinden, hey, ist das wirklich eine Person, die mir wirklich nicht gut tut, wo es jetzt nicht einfach nur eine Situation ist gerade, wo sie jetzt gerade ein bisschen kriselt und eigentlich haben das gut so. Dass ihr da schon mal erkennt, was ist da wirklich die Situation oder warum findet ihr die Person, warum tut die euch nicht gut, vielleicht macht ihr mal eine Auflistung. Aber falls ihr wirklich vorhabt, zum Distanzieren von dieser Person, hilft das mega fest, um einfach so die Klarheit haben, damit ihr einfach nachher standhaft könnt bleiben auch, damit ihr euch das könnt vornehmen könnt, um wirklich nachher sich von dieser Person distanzieren, weil es passiert halt mega schnell, dass man dann keine Ahnung, vom einen Moment zuerst ist so, oh mein Gott, ich brauche mega einen Abstand und dann gibt es aber gleich wieder Momente, wo man die Person vielleicht vermisst und einfach alle scheiß Momente ausblendet und vielleicht nur die schönen Erinnerungen im Kopf hat und so. Und dann trifft man sich nachher wieder mit dieser Person und macht einen Schritt auf die Person zu und dann merkt man wieder voll Klatsche, wie sagen wir, voll der Facepalm. Ja, und ich glaube, ihr braucht für euch, ihr müsst ganz klar mit euch im Ding sein von ja, die Person tut mir nicht gut, die will ich nicht in meinem Leben haben. Ich möchte mich von der distanzieren. Also das ist schon mal Step 1. Wenn ihr das schon mal wisst, ja, ich will mich von dieser Person distanzieren, Häklein, dann gehen wir ins Level 2. Und zwar würde ich sagen, das ist etwas, was ich ehrlich gesagt falsch gemacht habe und das will ich euch auf dem Weg mitgeben, weil ich finde, das ist etwas Wichtiges und das habe ich jetzt auch gelernt. Und zwar, ich finde es eigentlich fair, wenn ihr dieser Person die Möglichkeit gebt, um sich zu verändern. Klar, es ist manchmal schwierig, gerade wenn es wirklich toxische Personen sind, also das ja, ist halt schwierig. Aber es gibt vielleicht auch einfach Sachen, die eine Person hat, die einem vielleicht einfach stören. Und das sind einfach nur gewisse, ja, keine Charakterzüge. Und ich finde es da wichtig, dass man vielleicht ein paar Sachen ansprechen kann. Und das muss gar nicht im Vorwurf sein, sondern es können so Sachen sein, hey, ich merke, dass mich das irgendwie mega verletzt, wenn du das machst. Oder eben, wenn es jetzt zum Beispiel jetzt so ist, dass es immer nur um sie geht, dann spreche das mal an, so hey, ich merke irgendwie, dass es eigentlich hauptsächlich oder mehrheitlich immer nur um deine Probleme geht und irgendwie, dass ich in dieser Freundschaft gar nicht so viel Platz habe und dass du mich vielleicht gar nicht unbedingt fragst, wie es mir geht oder dich gar nicht so mega interessierst und das tut mir weh. Also wirklich einfach mal straight up so ansprechen. Und ich finde auch, also wenn es jetzt wirklich in eine Richtung geht, wo die Person allgemein nicht gut tut, dann könnt ihr ja sagen, hey, ich merke wirklich, dass mir unsere Freundschaft nicht gut tut. Das nimmt mir irgendwie viel mehr Energie, als es mir gibt und irgendwie finde ich das schade so. Weil ich habe das Gefühl, oftmals merkt die andere Person gar nicht, dass sie ja, einem nicht so, also dass sie der anderen Person nicht gut tut oder dass sie Charakterzüge hat, die halt scheiße sind. Und
ich finde, ihr seid ja in dem Sinne eine gute Person, wenn ich es dieser Person sage. Eben, wie gesagt, nicht im Vorwurf oder irgendwie in einem scheiß Ton, sondern redet von einem Gefühl. Ich fühle mich, nicht du bist ein Arschloch, sondern ich. Genau, ich finde, das ist eigentlich ein fairer Punkt. Und ihr gebt ja dieser Person vielleicht auch so ein bisschen eine Chance, um sich zu ändern. Es gibt natürlich auch den Punkt, wo ihr gar keinen Bock mehr, also wirklich, das habe ich auch schon gehabt, eben, dass bei der einen Person, bei mir ist es so fest, ja, der Schalter eigentlich schon drunter gewesen, dass ich habe mich eigentlich nur wieder distanzieren, ich habe gar keine, ich habe es auch gar nicht mehr gesehen, jetzt noch irgendwie mega das Willen zu retten. Ich glaube, es muss ein bisschen ein innerer Wille sein, wenn man will, also wenn man wie merkt, hey, Mann, eigentlich habe ich die Person gern, aber ich merke einfach so, es wird immer schwieriger. Dann finde ich es ein guter Punkt zum Reden. Aber vielleicht sind wir einfach an dem Punkt, wo man merkt, oh mein Gott, nein. Also wirklich, ich will einfach weg und das ist jetzt einfach, ich muss nicht mal reden so und ich will eigentlich auch gar nicht reden und ich will auch gar nicht, dass ich jetzt etwas ändere, ich brauche die Distanz so. Dann ist es für mich eigentlich auch okay. Also für mich, wer bin ich? Dann ist es auch okay, wenn man es nicht anspricht. Ich finde, das ist etwas, was ihr für euch entscheiden. Macht das Sinn, macht das nicht Sinn? Ich glaube, das ist mega von Situation zu Situation hure abhängig, ob das jetzt passend ist oder nicht. Ich für meinen Teil kann jetzt wie sagen, ich kann im Nachhinein hätte ich das machen sollen. Hätte ich mit den Personen, wo ich mich distanziert habe, hätte ich vielleicht vorher sollen einfach nur schon kommunizieren. Vielleicht muss es ja nicht mal dann heißen, dass die Person, dass wir jetzt irgendwie probieren, unsere Freundschaft zu retten, aber vielleicht nur schon für die Person zu wissen, hey, ja, darum distanziere ich mich vielleicht jetzt, oder das wäre vielleicht jetzt etwas, wo sie daran arbeiten könnte. So. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, ja, dass das passiert ist oder dass ihr uns mal Gedanken gemacht habt, ist das etwas oder nicht. Dann gehen wir jetzt Level 3 und zwar klare Grenzen setzen. Das ist für mich, heisst das irgendwie nicht jetzt gerade Kontakt abbrechen und nicht gerade irgendwie sagen, okay, tschüss, bis nie mehr wieder. Also es geht ja eh nicht, weil wir mit der in der Klasse sind. Aber einfach mal ganz also so die typischen klaren Grenzen setzen, wie, also ich weiß auch nicht, das kann etwas sein wie nicht gerade sofort antworten. Dieser Person nicht mehr die erste Priorität geben. Also das klingt jetzt vielleicht gerade böse, aber einfach, weißt du, man kann ja eben, muss die Person nicht ignorieren für eine Woche, aber jetzt wie, nicht gerade wenn sie schreibt oder wenn sie gerade etwas von dir will wieder, dass du gerade wieder komplett schreibst, oh mein Gott, ja, hoi, was ist da? Sondern, hey, nimm's gechillt. Du kannst schon antworten dann schon irgendwann, aber, also ja, musst jetzt nicht mega Spiele machen, aber ich meine, wie, nimm die Person als erste Priorität gerade haben und wie gerade müssen Angst haben, dass, wenn sie jetzt dir schreibt und du schreibst gar nicht zurück, dass da irgendetwas ist, sondern hey, nimm es gechillt. Das ist ja, also eigentlich basically die Person behandeln wie einfach irgendeine Kollegin oder Bekannte. Das sind das mega blöd, aber irgendwie so ein bisschen distanzieren und so ein bisschen Grenzen setzen, was auch Grenzen kann sein. Oh, das finde ich ganz ein wichtiger Punkt. Oh mein Gott. Und das finde ich im Fall fast der wichtigste Punkt. Also wirklich, ich finde, das ist die beste Art, um sich können distanzieren. Und zwar die emotionale Distanz. Sprich, nicht mehr so viel von ihrem Leben mitteilen. Also, das macht so viel, weil es muss ja nicht mal nur die Distanz sein von die virtuelle, örtliche, dass ihr euch nicht mehr seht, sondern vor allem auch die emotionale. Eben, erzählt nicht mehr so viel von eurem Leben, dann sie nicht so updaten, bleibt oberflächlich. Ja, genau. Und was haben wir auch noch? Irgendwie so, ja, vielleicht machen wir Nein sagen bei einem Treffen. Ich finde, das ist ja voll okay. Mal sagen, hey, ich habe gar keine Zeit, hey, ich habe gerade keine Energie. Einfach mal, ja, das ein oder andere Treffen absagen und ja, dich mal so ein bisschen distanzieren. Und ja, der 4. Step oder das Level 4, sage ich jetzt mal, ist dann eigentlich nochmal einen Schritt mehr distanzieren. Also nochmal langsam ein bisschen mehr. Ja, also wirklich, dass keine einzige Initiative mehr von dir kommt. Und eben, ich kenne das von mir, manchmal ist es schwierig, wenn man wieder in dieser Nostalgie-Ding ist und alte Bilder schaut und ist so, oh mein Gott, eigentlich, wir haben voll die coole Erinnerungen und so und man blendet irgendwie alle negativen Sachen, die einem eigentlich mega belastet und wo eben die Punkte sind, wo man merkt, die Person tut einem nicht gut, die blenden wir dann aus. Und das ist eben so gefährlich, weil dann fällt man so zurück, dann macht man wieder so einen Schritt auf die Person zu, macht irgendeine Initiative und schreibt, hey, wenn wir uns wieder mal treffen. Und dann bist du wieder im Scheiß drin und du musst das halt wie so ein bisschen durchziehen. Das ist ein bisschen wie bei einem Ex, Alter. Du hast dann halt gleich noch Feelings und du weißt jetzt, du musst dich distanzieren können. Genau. Und darum wirklich schau, dass keine Initiative mehr von dir kommt, dass du nicht mehr von dir aus irgendwie fragst, machen wir ab, sondern dass langsam so ein bisschen bleiben. Genau. Und eben einfach allgemein weniger Kontakt haben, so gut wie es geht. Also vielleicht haben wir eine Gruppe,
eine Gruppe zusammen, dann schaust du vielleicht, dass die Person, wenn sie nicht dort ist, dass du dann gehst. Oder, ja, einfach so ein bisschen aus dem Weg können gehen und eben so also wirklich das oberflächlich bleiben. Also einfach die emotionale Distanz ist eigentlich der beste Key. Weil, also das Schönste, was kann passieren, eigentlich, finde ich persönlich, ist, dass du es immer noch gut mit diesen Personen hast und auf einem Third Circle Vibe bist, sag ich jetzt mal, dass du mit denen eigentlich noch kollegial bist, dass wenn du die irgendwo mal wieder siehst, dass du so easy ist, dass die Person mit der kannst reden, aber dass es nicht mehr so das Close ist, von man erzählt einander alles, man hat jeden Tag Kontakt und alles, also wie, ich finde es eigentlich schön, dass wenn man nicht im Streit auseinandergeht, sondern eben, dass man sich immer noch dann kann begegnen, sondern es ist wie einfach so eine Freundschaft, die sich verflossen hat, so. Ich finde, das ist eigentlich am schönsten, oder für mich am perfektesten, weil dann hast du eben genauso die emotionale Distanz und trotzdem, ja, ist es dann immer noch easy, weil ich merke so, ich kann das Huren nicht handeln, wenn ich mit einer Person so zerstritten bin. Oder wenn du irgendwie so die Person irgendwo siehst und du musst der so aus dem Weg gehen, weil es so unangenehm ist oder keine Ahnung. Aber ja, was meine Abschlussworte auf jeden Fall noch sind, erkennt euren Wert, das ist in dem Fall basic, aber ihr habt ein Leben und ihr könnt ganz allein für euch entscheiden, wie ihr das Leben gestaltet und mit welchen Menschen ihr das Leben gestaltet. Eben wie gesagt, es gibt gewisse Sachen, wie jetzt vom Job oder von der Schule, wo es dann halt einfach Menschen in eurem Umfeld hat, die ihr jetzt nicht unbedingt entscheiden könnt, dass sie jeden Tag sind. So ist es halt, aber da kann man eben gerade mit der emotionalen Distanz kann man sehr viel machen. Man muss dann nicht mit diesen Menschen close sein. Und ich glaube, dass ihr da euren eigenen Wert erkennt und eure Zeit und eure Energie, dass ihr die kostbar nutzt für Menschen, die euch gut tun, das finde ich mega wichtig. Und darum, falls ihr vielleicht gerade in dieser Situation sind, dann hoffe ich, kann ich euch irgendwie helfen. Und ich finde es mega strong, dass ihr das Ganze mal anschaut und euch mit dem beschäftigt und ja, an eurem Wert arbeitet. So, genau, das sind meine schönen Abschlussworte gewesen. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Vergesst nicht, dem Podcast 5 Sterne Bewertung geben, wenn es euch gefallen hat. Oder mich zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.